Welch friedliche Musik. Zurück hier bei Dragon Ball Z Kakarot. Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, erstmal natürlich, möchte mir natürlich auch bedanken, ne, dass ihr sehr angetan seid von dem Projekt, aber schon gesehen, im ersten Part und so, gab es doch ein paar mehr Kommentare, sage ich jetzt mal in letzter Zeit, aber darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut und würde mich in dem Zusammenhang auch direkt mal noch ein bisschen entschuldigen, dass jetzt der Part ja nicht direkt im Anschluss kam, sondern halt ein paar Tage darauf. Bin halt aktuell noch ein bisschen eingespannt auf der Arbeit und so, und da jetzt auch mittlerweile schon 4 Projekte laufen, ist auch zum Teil noch ein bisschen schwierig, das richtig zu koordinieren bzw. aufzunehmen und dann auch entsprechend hochladen zu können. So, soll es aber jetzt ab dieser Folge, zumindest ab der nächsten Folge, nicht mehr passieren. Sich regelmäßiger geplant ist täglich bzw. alle 2 Tage, also spätestens alle 2 Tage, sag ich mal. Gut, jetzt mit Krillin wird es dann noch direkt weitergehen, aber eigentlich will ich erstmal die Sidequest hier machen. Du! Hey, was ist los mit dir? Siehst ziemlich mitgenommen aus. Was ist denn da wohl los? Verbirgst du was? Kuria! Potztausend! Er hat schon wieder mein Buch versteckt. Das ist Muten Roshi Stimme. Ich weiß nicht, wovon er redet. Er ist weg. Oh! Oh, hey Goku. Hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Schildi? Ja, aber sie ist irgendwohin weggelaufen oder gekrabbelt. Ganz langsam. Nun ja. Schildi? Nennst du ihn immer noch so? Du weißt, dass es nicht sein Name ist, oder? Ach, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nervensäge hat sich irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist was Besonderes? Natürlich was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich das nicht habe, dann... Oh Mann. Nebenstory für Erwachsene. Muten Roshis Ein und Alles. Die Schildkröte hat Muten Roshis Buch versteckt. In Anführungs- und Schlusszeichen. Es muss sich irgendwo in der Nähe befinden. Ja, dann würde man sagen, Story-Belohnungen. Ja. Muten Roshis Ein und Alles. Yeah. しょうがねえな。 Wenn es so wichtig ist, kann ich dir helfen, es zu finden. Oh! Wirklich? Du hast aber sehr nett von dir, Son Goku. Ah! Klar. Also, was ist für ein Buch denn? Also, es ist eine Badeanzug-Fotosammlung. Du hast doch kein Stück verändert, alter Mann. Ich suche am Dachboden, du suchst draußen. Okay. Jetzt kommt der Schluss, findet er so und wir kriegen nix. さて、どうすっかな。 Ja, die Frage natürlich, können ich sie irgendwie... Warte mal ganz kurz, hängen das jetzt schon wieder. Alter, die Aura, ey. Klinso, Mikriko, boah, am explodieren. Bulma? 何？ Das schmutzige Buch der alten Knacker? Als ob er das wüsste. Dann, weißt du, wo ich Schilde finden kann? Ja, wenn du die Schildkröte meinst, ist in den hinteren Teil vom Haus gegangen. Ja, okay. Hätte selber drauf kommen können. おっす。 Us! Hallo Goku! Hey Schildi, also wo hast du das Buch Muten Roshi versteckt? Es heißt Schildkröte, Son Goku. Das solltest du doch mittlerweile wissen. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist, da ich es schon wieder vergessen habe. Muten Roshi hat genug von dem Zeug gelesen. Der muss mal ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Und deswegen gehört es unter die Erde. Also jetzt das Buch oder er? Die Erde? Moment mal, hat es irgendwo vergraben? Freunde als Son Goku die Fotosammlung? Okay. Aha. Willst du graben? Ja. へへへ。 Das Buch für Mädchen, was?
Du! Hey Roshi, hier. Ja, du bist der beste Son Goku. Ich wusste, dass es richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Vertraue darauf, dass du mir nochmal hilfst, wenn diese lästige Schildkröte da versteckt. Oh Mann, ey. Ja! Was ist, haben wir das Buch selber bekommen? Ein Buch für Erwachsene. Okay. Ja, bin selber überrascht. Kann ich im Fliegen, so kann ich eigentlich nicht nur direkt Chin und Chun rufen. Da hat mir jetzt gerade... Da oben sind noch ein paar Dinge, oder? Die ich jetzt gerade einsammeln können. Ja, da gerade können viele Dinge selber fliegen. Ja, komm. Krillin. Hey Goku, Muten Roshi hat zwar vorhin darüber geredet, aber naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Ich kann nicht zulassen, dass die ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthaftes Programm zu absolvieren. Sag mal, willst du damit etwas sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest? Gegen dich? Vielleicht ein anderes Mal. Ja, zuerst sollte ich mich auf geistige Simulationen konzentrieren. Geistige Simulationen? Ach, du meinst, das spielt sich nur in deinem Kopf ab. Für das ganze Spiel. Das sollst du irgendwann mal versuchen. Die Medaille. Ja. Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandenken bezeichnen. Okay. Das Gute in geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann. Wie zum Beispiel hier. Jo, versuchen wir. Geistiges Training. Trainingsplatz. Oh, das kommt mir sehr gelegen. Folge Energiestrahl. Was an manuell gezielt hier ein Tor dagegen eingesetzt werden. Okay, machen wir mal. Ich muss das Kampfsystem hier noch richtig üben. Konter-Explosionen. Drücke X, wenn du blockst, um deinen Gegner in deiner Nähe in die Luft zu schlagen. Das ist immer eine Explosion. Schwungangriffe, drücke A, wenn du einen Angriff blockst, mit einem Schnellmanöver in deinen Gegner zu gelangen, in die Luft zu wirbeln. Das ist immer ein Teleportationsangriff. Dieser braucht so eine Menge Ki, bietet dir aber eine gute Gelegenheit, einen Ki-Angriff zu starten. Okay. Okay, was ist jetzt los? Wow! Ausweichen, wenn du einen Angriff auf kurze Distanz ausweichen willst. Soll führen, aber langsam bietet dir die perfekte Chance. Was? Okay, der ist neu. Drücke A in dem Moment, in dem dich der Angriff treffen würde, um ein Ausweichmanöver zu vollführen. Die Spannungsanzeige erhöht sich auch noch, krass. Wow. Ich versuche gerade mal ein bisschen hier was. Ja, komm, komm, Krillin, komm. Ja, nicht schlecht. Ich meine, das ist eine normale Teleportation, ne? Einfach so zur Seite. Aber kurz bevor er mich treffen würde, ja. Ah! Oh! Hä? Hat zuerst geklappt und doch nicht. Was ist das gerade? Blocken. Okay. Alles verbraucht echt viel Ki. Aber wir nochmal das mit dem Kamehameha testen. Fuck. War zu spät dran, glaub schon, wa? Ja, ist interessant, interessant. Also man natürlich Blocken X da ist natürlich simpel. Ah, okay. Oh oh. Alter.
testen, ob ich irgendwie Kombos machen kann. Mir geht es eigentlich darum, wie ging das jetzt schon wieder? Nee, nicht so. Dass ich die super Angriffe. Ich muss ein bisschen aufpassen, ist sowieso gerade down. Okay, das war jetzt zu früh. Ja, das muss man echt alles... Es geht halt um die Feinheit, sag ich jetzt mal. Jetzt nicht irgendwie generell gewinnen, das wäre relativ easy. Folge Energiestrahl. Okay. Bereits erhalten. Was? Ja, vielleicht. Sprich nochmal mit Kuririn. Einem kohligen Kuririn. Nee, was wollte ich eigentlich nochmal ganz kurz? System. Tutorial. Warte mal ganz Moment. Was hat nämlich irgendwie gerade nicht mehr so richtig funktioniert, war das Kämpfen. Nicht das Kämpfen selbst, sondern irgendwie der Sprintangriff. Steuerung für Abenteuer? Ja. Für Hauptmenü? Ja. Für Minispiele? Ja. Aber irgendwie... Hier wird's... Okay. Hä? Steuerung, Abenteuer? Hab's noch nicht gesehen. Okay, sorry. Key-Explosionen, Superangriffe. Zeit gewinnst. Okay, das macht natürlich Sinn. Kombos, das war eigentlich das, was wir gerade... Ja, gut, verbinde ich mit Dingen, okay. Aber viel mal BBB, also viele Schlagangriffe hintereinander. Mit Y, X oder A werden eine Kombo führen, nur mit einem Todesstoß aus. Das ist das, was ich eigentlich interessant finde. Ah, der Folgeangriff. Okay, sobald ein Gegner mit einem Kampf und einem Superangriff und einer anderen Aktion wegschleuderst, kannst du Folgen und mit B eine Attacke fortsetzen. Du kannst mehrere Folgeangriffe ausführen, indem du deine Kombo-Stufe im Superangriffsfähigkeit steigerst. Ah, okay, gut. Feuern du dagegen tatsächlich Energie. Zusammenstoß. Ah, hätte vorher mit Krillin testen können, stimmt. Ja. Blocken ist der Hinsicht auch logisch. Genau, ist eine normale Explosion. Haben wir gerade gesehen. Schwungangriffe, die kosten verdammt viel Ki. Ki-Erholung im Kampf. Du kannst Ki auch erhalten, indem du mit Y während einer Combo einen Finisher. Ja, da haben wir gerade gelesen. Bewegung im Kampf, so. Mit und RT. Ah, deswegen hat es mit L nicht funktioniert. Mann! Steuerung, hey. Okay. Ja, komm schon noch. Muss. Wäre sonst ein bisschen... Nein, nicht Titel, bitte schön. Ich wollte eigentlich... So, dankeschön. Gegenstände. Wo war das jetzt schon wieder? Nee, nicht hier. Story ist es auch nicht. Dragon Ball, nee. Community-Funktion, das Board. Ne, das sind noch die 4. Okay, das stimmt soweit auch. Seelenabzeichen selbst. Doch nur die. Wo zum Henker? Okay. Ah, Superangriffsauswahl. So, jetzt kommen wir langsam. Das wollte ich einmal ganz kurz gucken. Superangriff Unterstützung kann man mehr. Wieso Unterstützung? Achso, wenn noch andere dabei hätte, die mir helfen wollten. Superangriff auf A selbst wird auch noch gehen. Okay. Ich kann einen Körperschlag, ich kann einen Meteorschlag machen.
Alles noch auf Stufe 1, irgendwie Schere, Stein, Papier. Hm. Mal lieber so und hier. Gibt's noch nichts. Warte mal. Nee, ist ein bisschen doof. Moment, machen wir es anders. Dann machen wir es so. Weil man sowieso normale Energiestrahlangriffe mache sowieso auf X, dann passt es ja auch, wenn ich den Folgenergiestrahl ja, im Supermenü auf X habe. Kamehameha ist klar. Dann haben wir hier noch zwei, ein bisschen weniger. Also aber hier Körperschlag, super. Meteorschlag, so. Alles klar. Gut, passt. Kuririn. なあ悟空この子もお前みたいに強いのか Was? かなりの力持ってると思うんだけどさ父のやつオラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ Achso, es geht um Gohan. Müssen wir wirklich fortfahren. Yeah. Ich meine, wir wissen ja, was jetzt gleich passieren wird. Insofern haben wir noch ein bisschen Bammel einerseits. Andererseits denke ich mir, was soll ich sonst noch groß gerade machen? Ich kann ja irgendwie das Haus nicht verlassen, weil eben, wir sehen ja, dass da drüben auf dem Meer noch irgendwas los ist. So diese seltsamen Roboter, die man auch aus der Original Dragon Ball Serie kennt, sind noch irgendwo da 今は rumschwirren. 用事を済まさねえとな Dafür braucht er halt Chino-Chun, um rumfliegen zu können. Das geht wohl noch nicht, okay. Mal kämpfen, wird sowieso nochmal gegen Krillin antreten, oder? Ja, bringt sowieso nichts. Ich muss ja nicht am Anfang schon alles perfekt machen. So, machen weiter mit der か Story. なりの力持ってると思うんだけどさ父のやつオラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだお父さんあれなんだろうまあなんだろうな Das war wohl Raditz. Oh, Scheibenkleister. Wobei eigentlich haben sie ja nie gesehen, wie Raditz auf der Erde gelandet ist. Weil er war ja eigentlich schon hier, als Goku mit Gohan bei Muten Roshi und Co. gelandet war. Also eigentlich müsste Raditz direkt hier auftauchen.やはりこの星のやつらは生きていたか。カカロットのやつめ。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。5耳。動くんじゃねえ。うわなんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。wir spielen jetzt Piccolo. Alter, wie geil ist das denn bitte? Drück beim Fliegen L, um einen Booster und dann zu steigern. Ja gut, das macht Sinn. Nach Key suchen. Wenn du im Feld unterwegs bist, drücke und dann... Blau gegen die Schwächsten als du, gegen die so stark sind wie du. Und rot. Blau, gelb, rot. Alles klar.
Zur Ego-Perspektive haben wir auch schon gesehen. Luftwege. Ja, wir nennen so besondere Windtunnel, die man Luftwege nennt. Phantomluftwege. Selten erweckte. Okay, das mit LS, also sprich L3 gedrückt halten, das ist sehr, sehr, kann man sagen, verwirrend, ja. War ja auch relativ easy. Hm? Hey, scheiß Drache, wie geht's? Wie unglaublich hart, was? Ah, warte mal. Ah, Alter. Die Steuerung. Ja. Diese Stärke, sowas habe ich noch nie gespürt. Ich bin ja mal so schön am Z-Kugeln einsammeln. Hui, hui, hui. あの滝、そのうち修行に使ってみるか。これは凄まじい木の塊だ。おお、なんというパワーだ。Das haben wir gerade essen. Da drüben wäre er, wa? Da drüben wäre Raditz. Was für ein Luftstoß haben wir wieder? Ich glaube schon, wa? Luftstrom wohl eher. Während dem Fliegen kann ich da nicht nach Gegnern suchen. Blau, gelb, aber vorhin kann ich nicht gegen den Typen kämpfen. Da drüben ist Raditz, ja. Okay, also nochmal sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, wir werden uns erst ein bisschen umgucken mit Piccolo, weil man ein bisschen Gefühl für ihn bekommen muss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bei, glaube ich, einem ziemlich epischen Kampf. Piccolo gegen Raditz. Obwohl, wird es überhaupt ein richtiger Kampf? Ich weiß nicht so recht. Könnte schon sein. Bis dahin, ciao zusammen.